Sali Monika. Sali Nick. Ich habe gemeint, das sei eine Mannengeschichte, das mit diesen Treicheln. Oh, hör auf, aber nicht bei uns im Alter. Das tut mich auch. Man erlebt einfach jedes Mal wieder neu, was wir in den vergangenen 10 Jahren erreicht haben. Dass wir ein Teil geworden sind von vielen Leuten, dass wir ins Bewusstsein können bringen, wie wichtig das ist, dass man solidarisch ist. Und das ist auch schön. Kennst du Sabine? Nein, aber sie uns. Seit wann hörst du uns zu? Ja, seit dem ersten Mal. Wie manchmal bist du denn schon vorbeigekommen und hast gespendet? Kein einziges Mal. Und was hast du dir jetzt überlegt? Dass ich für jedes Jahr, das ich nicht gespendet habe, 100 Franken gebe. Wow. Das gibt jetzt summa summarum 1000. So toll. Tschüss, Sabine, danke. Vielmals. Danke. Ich glaube, es ist ein Bedürfnis von ganz vielen Leuten, dass man zusammenstehen kann. Und wir sind so ein bisschen Magnet. Aber es braucht immer die Leute, die mitmachen. Grüezi, Frau Troxler. Freut mich sehr, sind Sie auf Luzern gekommen. Sind Sie alleine hierher gekommen? Nein, ich bin mit der Tochter da und dem Schwiegersohn. Ach so. Und die haben mich hier überrascht. Ich habe gar nicht gewusst, was durchgeht. Sie haben gesagt, wir gehen in die Sursi. In erster Linie, wenn eine 90-jährige Frau kommt und sie hört scheinbar SRF 3 und kennt jeder erzählt. Ich bin immer gerührt, wenn so Leute kommen und die Geschichten erzählen. Wie viel haben Sie ihnen gegeben? Wie Schlitz? 50 Franken, aber ich habe ja hat es vielleicht noch ein bisschen mehr gegeben. Aber ich habe es ja nicht gewusst. Der Mann, ich schicke es schon mal voraus, hat sagenhafte 1000 Franken gespendet für einen einzigen Song. Und das Einzige, was ich von ihm weiss, ist, dass er behauptet, er kenne dich. Okay. Hallo? Ja, hallo. Ich kenne ihn auch. Wo Dani gesagt hat, ich habe jetzt jemanden am Telefon, ich hoffe, ich weiß nicht, wie sie es gesagt hat, du erkennst irgendwie die Stimme. Ich dachte, das ist sicher der Lupi. Sie ist ein bisschen rot im Fall, jetzt gerade im Gesicht, falls du nicht gerade Livestream schaust auf srf3.ch. Also, das ist der Mann von Judith Wernli. Bist du dir bewusst, was er mit eurem Haushaltsbudget macht? Er hat jetzt wirklich jedes Jahr gespendet. Immer Bruce Springsteen. Hochsitzlied. Oh nein, wirklich? Genau. Hochsitztanz dazu gemacht. Und knutscht mit Zunge? Natürlich. Aber nicht beim Tanzen, wir müssen auf die Füße schauen. Nein, wir sind beide nicht die besten Tänzer. Familien, die extra einen Jokertag beziehen, all die Schulklassen, die seit Wochen etwas gemacht haben und mit Stolz hierher kommen, das sind, glaube ich, schon die einem am nächsten gehen. Eigentlich alle, die hier vorbeikommen, oder? Die extra auf Luzern kommen, wie die hier. Heute zusammen, danke, die das Geld durch den Schlitz durchlassen.